Better? Let's do 3. Did we do one extra beat for the final words? Gym night bij Strahartwell Public School, dat is voor de jeugd. En maandag klok 7 is een baby shower gepland voor Jack en Jolanda. Dat is ook hier bij de kerk, maandag klok 7 zo is. En zin om klok 5 is choir practice. En klok 6 gebedsstunde. So zin om klok 5 choir practice en klok 6, zin om klok 6 gebedsstunde voor de ganze Familie. Und dann euer Fireworks-Checken, das Oktober den 20. habe ich geplant, ein Thanksgiving umgekehrt zu haben.
in Straffordville Public Community Center. En dan waar we nog een programma hadden in Onkas, een programma en we roeden die tot en die wat rijden wel, like een light zien, dat een beetje wat metteilen voor wat die dankbaar zijn voor wat die haar gedaan hebben voor jullie in de laatste jaar. Zo merkend rijdt dufja en komt metteilen wat die haar voor jullie te doen hebben. Dat is nodig dat we dan danken voor wat God ons gezien heeft durch deze zomer en durch het ganze jaar. En anders in Bolivia fehlt hulp, fehlt jemand til een radio station voor de Plotige ministry door. En fehlt ook een pastor voor de Ifri Church door in Bolivia. So, dat is een ding waar we kan alle verbeden. En dan wat de Heer wat doen. En wer weet waarmee als hier wat God somebody roepen van mank ons hier. Het wichtigste is dat we worden gehoorzaam zijn. Beden en God vreugden. En wanneer God wat reden, dan gehoorzaam zijn tot dat wat hij te ons wat zijn. Zo we dat eerst nemen en vreugden, God vreugden. En ik geloof zullen allemaal zeggen, sterre meer. Hier zie ik, schijt mij. Dat brengt mij hoe allemaal de koers en ik geloof God wordt ons door handleiden hoe hij ons brengen wil. Want wie moet wel eens ons hand te geven om te doen. Zo we dat in gebed nemen. En dan vraag je dat die waren die information nu zijn doorheen op een dash als een papier. Die nieuwe fundlis, schön meer dat die adres fundnummer raak is, zodat we dat de nemen kan dat de raak ben is en up-to-date is. En dan congratulations to Jake en Yolanda Fair. God heeft het gezien met een dochter. Sie geboren op september 22. En ja, nu is April Joy. Dan is er een kleine papiertje in die bulletins ben. En vielleicht wil je denken, waarom we nu al van campen reden doen. Maar het is niet dat we nu al campen willen. Maar we moeten rijden meer voor die redner. Dus die zijn 14 weken voorop geboekt. So we moeten dat goed aan de tijd doen. En we weten dat we mensen zijn niet al even rein. Laatste jaar hadden we bloß een family camp. En some haben die hier zusammen gleichen, dass wir still noch ein Vater- und Son-Camp haben, auch noch ein Family Camp. Und some gleichen bloß Family Camp. So, hier sind 3 Hackerspuren zu Rückkehrtäten, was die würden gleichen, und dann wollen wir eine Mehrheit gehen. So, wenn die dort täten dann, was die würden gleichen, und dann die Papierkes bloß an der Aufregenbeisen sind, und nur an der Ramchamp. So, das ist auch Bleistaffen durch BDBK. So, dort die Marken, was die würden gleichen, und dann wollen wir eine Mehrheit gehen. So, das sind alles, was die Bekommerkungen von der. Wir sind froh, dass Wilfried Teckler hier von der uns mal sind, dass sie wel uns das Gotteswort zu bringen hier. Und weil wir nach alle zu beten, David wird uns in die Sang leiten und dann nur dem, was Pastor Wilfried uns hier kommt, mit das Gotteswort ein. So, weil wir uns neigen zum Gebet. Vater im Himmel, wir kommen von dir uns morgens verdienen. Und die sagen, wir danken dir für diesen wunderschönen Tag, den du gemerkt hast, Herr. Wir danken dir für den Frieden, den wir hier in das Land haben, wo wir da in so frei kommen. Wir danken dir für diesen Platz, wo wir können uns versammeln, wo wir können kommen. Und Herr, wir danken dir besonders für den Wut, dass wir den Wut haben, dass uns Leiden und Führen lädt, dass ein Licht ist von der Feit und dass uns sagen lädt, wo wir leben sollen. Und besonders auch, dass wir das eigene Leben dabei finden, Herr. Da danken wir dir für, Herr. Herr, wir danken dir für deine, die wir uns an den Wort mitteilen. Und wir beten für all die Sonntagsschaullehrer, die hier von der in der Klasse sind, die lehren dann, dass die uns mit ernst sind, dass die uns lernen für mit ihnen, yes, Herr. Dass die wird gelehrt werden und dass die nicht kann abgebiet werden, Herr. Herr, wir beten auch für alle zweiten Ramans hier, wo einmal die
falls sich versammelt haben von der, wir beten, dass die durch ihre Met sind, dass die ein gutes Spiel leiten mit ihnen, yes, dass ihnen 25. Seele auf, ich will's verkünden. Seele auf, ich will's verkünden, dass der Herr sein Leben gab. Und rein war ich voll von Sünden, doch wusch die Flecken an. Ja, ich will das Wort verkünden, dass der Herr sein Leben gab. Jesus starb für meine Sünden, Jesus wusch sie alle an. Jesus fand mich gar verloren, hob sein Lamm ans Herz empor, hat zum Frieden mich geführt, den ich auch so lang verloren. Ja, ich will das Wort verkünden, dass der Herr sein Leben gab. Jesus starb für meine Sünden, Jesus wusch sie alle an. Ich war krank und voll von Wunden, von der langen Erfahrung. All die Schmerzen sind verschwunden, seit er mich geheilt hat. Ja, ich will das Wort verkünden, dass der Herr sein Leben gab. Jesus starb für meine Sünden, Jesus wusch sie alle an. Doch uns will mein Fuß noch gleiten an der steilen Bergeswand. Doch ich weiß, er will mich leiten, oh so stark es geht zu Hand. Ja, ich will das Wort verkünden, dass der Herr sein Leben gab. Jesus starb für meine Sünden, Jesus wusch sie alle an. Jesus will mich nie verlassen, auch im dunklen Tal nicht. Werd ich einzeln tot erblassen, leuchtet noch sein Angesicht. Ja, ich will das Wort verkünden, dass der Herr sein Leben gab. Ein vergebender Mensch. Das ist ein Trübbel, was wir Völker haben. Und das sagt in Epheser Kapitel 4, Vers 31 so. Alle Bitterkeit und alle Wut und Euer und Geschrei und Lästerungen und alle Bösheit lot nicht in Jünd nennen. So, das sind Sachen, was Paulus abredet, was wir nicht in uns Leben nennen lassen sollen. Woran wird ein Mensch verbessert? Was ist ein Mensch, wo ist ein Mensch, wenn der verbessert ist? Erstens mal ist das ein Mensch, der nicht vergeben kann oder nicht vergeben wird. Da tastet sich mit der Sache rum, die habe ich mal eins von einmal das getan, oder vielleicht 10 Jahre, 3 oder 30 Jahre, 3 oder 40 oder 50 Jahre, 3 habe ich mir mal was getan, und da hat der Bauer rum. Und immer weiter holte sie alle Geschichte fähre, und immer weiter bitte ab der alle Schuld, was Jana mal getan hat, am Raum. Ein Mensch, was verbessert ist niemals ein freundlicher Mensch.
der ist immer ehrens, immer da, und du wirst ihm niemals wirklich freundlich oder wirklich scharf dich finden. Und ich hatte einen Onkel aus dort wir ein verbesserter Mann. Und der wir da über rennt alles und über jeder Mensch. Das wird dich in der jeden größte Früh, in der Früh der jeden größte schlechte Kinder an, in größte Zeit. Die Kinder sind da und gehen und geben dem Hund mit den Knassen, der Hund, der fliegt dem Kutter heran, der Kutter rennt und gibt sich die Müs und fragt die Müs ab. So ungefähr rennt dort in einem Heim, wo Batterchet Banner ist. Und dort soll niemals das dort sein. Wir sehen ja immer die Schuld bei dem Nächsten. Und die Schuld in der Trouble, sie echt in mein Hort als der Trouble bin. Was merkt ein Mensch würdig? Welches Wort wird ein Mensch überhaupt würdig? Eine Sache ist, was du fehlen das ist Selbstbeherrschung. Ein Mensch wird würdig worden, der kann sich nicht selbst kontrollieren. In Paraguay gibt es und diese Menschen, die müssen an ihr Charakter gearbeitet werden. Und andere denken, wird oder eure sind zwei verschiedenste Sachen. Wenn Paulus redet hier ab, würdig sein, und der redet von eure. Ich euer mich nochmal, und du euer Stück nochmal. Aber wie sollen abpassen, dort wie beim eure uns nicht sind gedehnen. Jesus euert sich über die Pharisäer und Schriftgelehrten, allerlei Schachermenschen, die in der Kirche wären, in Schacherdeuten mit Rinder, mit Düwe, in Geldanwechseldeuten, so verschiedenste Sachen. Jesus, dem euer dort grassig sei. Und er mögt sich eine Pitch. Und lebt nicht dort, in den Tempel nennt, ganz schängrig. Wie so? Kleine Kinder, die schreien sich an. Aber große Menschen, die als großer Mensch den Nächsten anschreien, das ist die kleinste Kinderhunde deine. Und ich glaube, ein großer Mensch, der muss sich so viel kontrollieren können und so viel beherrschen können, dass die würden normal der Mensch reden, so als ich will angeredet sein. Menschen anschreien, dort bringt kein Sinn, und dem fehlt das auch um Selbstbeherrschung. Woran lästert der Menschen? Die Bibel sagt uns, dass wir sollen abpassen, was wir reden und wo wir reden. In alle Sachen, was wir reden, die sollen wir so tun, dass Gott dem Vater, durch dich jeden verherrlicht wird. Das soll wir Rüt schaffen. Das sagt uns in Epheser Kapitel 32, Feuervers 32, seid freundlich und leibtulich und barmherzig und vergebt einer dem anderen so, als Jesus Christus alles vergebt hat. So soll wir vergeben. Und der redet von, wie soll freundlich sein. Freundlich sein, das ist eine Eigenschaft, die wir haben, oder das ist eine Frucht, die der Herr Jessen und schaffen hat. Wie soll ein Freund sein? Jesus sagt, ich bin ein Freund. Und wenn wir einen Freund haben, dann müssen wir Freund sein. Viele Menschen sagen, no, ich habe keine Freund. Bist du ein Freund? Du kannst nicht Freund haben, wenn du kein Freund bist. Und wenn wir Freunde haben, dann müssen wir aufpassen, was für einen Freund wir haben. Deiner sagt mal zu mir, sei mir mal, wer dein Freund ist, und ich sage dir, wer du bist. So, du wirst deine Sorte Freund haben, als du selbst bist. Deine Freund wirst du dir sicher. Ein Super, der wird sich ein Super sicher zu Freund. Ein Drugdealer, der wird sich ein Drugdealer sicher zu Freund. Ein Mensch sieht sich sein Freund, als er selbst ist. Und wenn wir Freunde merken, dann müssen wir aufpassen, was für eine Sorte Freund wir haben. Und der Abgo, einer den Nächsten zu vergeben. Das ist keine Frau, als ich dort feil oder nicht. Das ist keine Frau, als ich dort will oder nicht. Jesus sagt, vergebt einer den, Paulus sagt, vergebt einer den anderen so, als sie, durch Jesus Christus, alles vergeben worden sind. So, Jesus hat uns vergeben, dann müssen wir auch vergeben. Da bleibt uns keine andere Sache ever, als dort zu tun. Habt sich eins in Christ und die verschuldigt, dann go nur dem und sei dem dort, verteile doch nicht alle Menschen. Go und sei dem dort, weißt du was, das ist, was mich bothert, was du getan hast. Das hast du mir getan und mir Gold dort, mir Beisat dort, ich sehe doll da weins. Sei dem, kriegst du das ist. Und dann regelt die Sache und ihr jünt, und dann verjeft mich so, als ich dem verjeft habe, was ich an mich verschuldigt habe.
So, wenn ich dem nicht vergebe, der, was ich an mich verschuldigt habe, dann mit anderen wird bete ich, dann Gott vergibt er mir auch nicht. Der mir plötzlich vergebe, wenn ich dieses Mensch nicht vergebe. Dort sagt uns in Markus Kapitel 11, Vers 24, wenn die Stunden beten, in die Hand gehen wem Wort, dann soll je dem dort vergeben, dort jün vor dem Himmel jüne vielleicht auch vergeben kann. Wenn die Stunden beten, dann fällt mir uns bei euch her, jeden Knallzeit wird, jeden Oberraum, jeden Neutje hat auch noch was. Dann sagt er, dann vergibt ihm. Der sagt gar nicht, wenn der erst kommen wird, in einer Vergebungsfrau, in die auch Prache wird, dann vergibt ihm. Der sagt, wenn die Stunde in Bede döne, in die fällt dort mit uns bei, ich habe je in dem Wort, dann vergibt ihm dort. Wenn's Wort, er sagt, dort jün vor dem Himmel, jüne vielleicht auch vergeben kann. So, wenn wir nicht vergeben döne, dann konnte vor dem Himmel uns unsere vielleicht auch nicht vergeben. Wir sind abgefordert, als Erste zu vergeben. Kriegen denn, was der Mensch gesagt hat, kriegen alles. Wir haben Insurance, wir haben Krankenhäuser, wir haben Chore, wir haben Föhn, wir haben Computers, wir haben Fernetüs, wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben das nicht nötig zu beten. Die erste Gemeinde, der hat das nötig. Die können wir in beten und die beten. Und die beten mit Macht, mit Kraft, mit Autorität. Was von den Menschen wieder dort? Was du damals so mächtig beten deute. Dort werden fehlerhafte Menschen, kriegst du es nicht. Wenn wir nicht vergeben, dann ist uns Gebet machtlos und kraftlos. Du hast keine Macht, keine Autorität, keine Kraft, wenn wir beten, wenn wir nicht vergeben. Da kann eine ganz große Macht und große Kraft sein, wenn wir beten, wenn wir vergeben haben. Wenn wir nicht vergeben, dann bin wir eine Wand zwischen mir und Gott und dem Mensch, was ich an mich verschuldigt habe. Was passiert, wenn Gott sein Hort in uns schlone tät? Wenn Gott sein Hort in uns wirklich schlägt, was passiert in uns Leben? Was geht an uns? Warum wir in der ersten Gemeinde so eine große Gotteskraft zu sein? Aus der ersten Gemeinde kam in Petrus wir im Gefängnis, in der Gemeinde kam im Bett. Das Petrus, dem konnte man ja gar nicht verstehen. Konnte plötzlich begreifen, wer das Petrus konnte es dort sein. Das Petrus, der wusste dort er im Jail war, und dort zum nächsten Tag wurde ein Kopf aufhaken. Das Petrus, der legte ganz gemütlich zwischen zwei Soldaten angeschlossen und schlaft. In der Gemeinde der Bet. Ich stelle dir doch mal fair, der Lehrer, der schlaft, in der Gemeinde bet. Als er nicht meistens denkt, wie nicht so, dass man umgedreht sein, der Gemeindelehrer, der muss beten, in der Gemeinde schlaft. Aber hier kriegt umgedreht. Das Petrus, der schlaft da, umgekehrt zwischen zwei Soldaten, und wisst ihr, was nächsten Tag so Neues passieren kann? Ich will je never sich schlupen, wenn ich dort wisst. Ich will je beten, was Zeichen laden halt. In der Gemeinde beten, in Petrus schreibt. Dann kommt der Engel durch die Nacht, ne? Und der Petrus schreibt sofort, der Jeff meint an der See, der Petrus wird mal ab. Der Petrus weit ab, schickt sich Bella dran. Kann nicht jeder mal anhängen. Sagt er, steh ab, trägt die Sandalen an und go. Der ging der erste der zweite der, und der hat ist eine Hack oder begossen ableiten, der ging ja der. Und er dachte, er träumt. Aber einmal war der andere das wirklich so. Und er geht, wenn es dann die Gliederungen, wo kann ich Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, der Thema, den Bibeltag, wo kann ich das Ganze abstellen, lieh uns das mal. No. Der ging nach Jesus und sagte, Jesus, lieh uns beten. Der sagte gar nicht, lieh uns predigen, sondern lieh uns beten. Und dort ist, was der Jünger wichtig wird. Sie wollen richtig im kraftvoll, im machtvoll beten können. Und dort ist, was damals passiert ist diese große Gotteskraft, was damals bei der ersten Gemeinde war, erste von der schon da ich mal haben. Wird bloß für damals? Kann einer von der schon da nicht mehr erwarten oder seine oder haben von Gott? Der ist damals zu haben gehabt. In der Bibel sagt uns Gott getan, der Salz ja, gestern von dir, und was in alle Ewigkeit bleibt der Salz ja. Der Gotteskraft ist für alle Menschen zu haben. Bloß wie man mit einem reinen Hort unseren Nächsten vergeben, dass dort noch Gott kommen in Frau. Und Gott wird uns beantworten, wo wir nur wie Frau tun. Der Gemeindeglieder,
in der ersten Gemeinde, die wären noch später als du und ich. Da wären auch schwache Menschen, da wären auch fehlerhafte Menschen, gleich als du und ich sind. Aber sie hadden einen kindlichen Glauben an einen allmächtigen, lebenden Gott. Dort wird der Unterschied. Wir haben das alle hier, aber wie viel von uns haben das hier? Wenn du hier in Linie an uns sagst, das, was hier, das sind keine 30 Zentimeter. Und wenn du dort, was du im Kopf hast, dort soll 30 Zentimeter leer gebracht werden im Hort nennen. Wir haben die Sache im Kopf, aber haben wir die im Hort? Das ist nicht eine Kopfsache, das ist eine Hortsache. Du sagst dir doch nicht zu deiner Frau, ich glaube die von meinem ganzen Kopf. Du sagst dir, ich glaube die vom ganzen Hort. Und du sagst doch gar nicht, Gott, ich glaube die mit dem ganzen Kopf. Gott, ich glaube die vom ganzen Hort. Du sagst doch gar nicht, Gott verjagt mich meinen ganzen Verstand. Du sagst, Gott verjagt mich alles, was in meinem Hort banner ist. Das ist eine Hortsache. Das ist hier banner. Das muss von hier rauf, muss das hier nennen. Und das ist ein großes Problem. Viele Menschen haben das alle hier banner. Der weiß, der reinkriegt, wer das macht. Aber dort hier banner im Hort und dort umsaat in der Tod, dort Döne, das ist die nächste Frau. Wie viel von Jünd, oder wie viel von uns, was hier von der banner sind, hat eins, was eins wem. Weißt du, was du dann zu tun hast? Dann hast du eine Abgabe zu vergeben. Verjeft ihm dort. Kriegen dann, wer das ist, kriegen dann, was ihr tun habt, und kriegen dann, dass du dort ganz genau weißt, was mir nicht was um Vergebung fragt, das ist dem seine Sache. Wenn du nicht um Vergebung fragst, das ist dem sein Problem, das ist zwischen ihm und Gott, zwischen dir und Gott, und dem ist, dem zu vergeben. Und du hast einen Punkt, du hast keine Frau hier. Wenn es wird, wie die erste Gemeinde so, die schabte vom Heiligen Geist. Die lebte im Heiligen Geist. Die waren immer voll vom Heiligen Geist. Als Petrus und Johannes da für die Schriftgelehrten Pharisäer stunden, aus dem Lumen geheilt haben, für den Tempels der Schmacke, dann sehen sie, weißt du was, wie können nicht mal still sein, wie Mathe davon reden. Und die Schriftgelehrten Pharisäer, die verboten dort strengstens niemals mehr in diesem Namen Jesus Christus von Nazareth reden. Sie sagen uns allmählich. Das geht das rein gar nicht. Ich muss davon reden. Paulus sagt, wehe mir, wenn ich nicht von diesem Jesus Christus rede. Wir haben von diesem Jesus Christus zu reden. Wenn es wird, wir sind voll vom Heiligen Geist. Je mehr wir beten, und beten, und je voller, wo wir vom Heiligen Geist. Wenn du ladig bist, dann frag mal, was will das mit deinem Gebetsleben und will das mit deiner Vergebung und deinen Nächsten? Dann was schmerzt das zweite, wo das steht? Wir können vergeben, wenn es wir sind vergeben worden. Wenn ich wirklich vergeben worden sie von Jesus Christus, dann sehe ich rein willig zu vergeben. Wenn ich nicht Vergebung habe, dann fällt mir schwer, oder ist vielleicht allmählich für mich zu vergeben. Aber wenn ich vergeben worden sie von Jesus Christus, dann ist dort eine Möglichkeit, dann kann ich meine Nächsten vergeben. Wachst du eine Vergebung? Wachst du dort eins, wer sollen die kommen, die aufprachen? Die haben Vergebung, wer soll ich für die Knie und sagen, verjagt mir das bitte? Deine Frau, dein Mann, deine Kinder, einer? Wenn du Vergebung wirst haben, und du wachst und dort einer, die am Vergebung fragen soll, dann geh du erstmal und verjagt du. Merkst du den ersten Schritt? Der dort, was Jesus oder Paulus sagt, in Epheser Kapitel 4, Vers 32, vergebt einer den anderen so, als Gott in Jesus Christus alles vergebt hat. Er sagt gar nicht, einzelne Sachen habe ich ihn vergeben, der andere nicht. Alles vergebt hat. Das haben wir alle getan. Was von jetzt regiert die? Was von jetzt lenkt die? Ich habe mit euch der sagt gar nicht, der gibt uns ein Beispiel, wie wir vergeben sollen, so als sie vergeben worden sind in Jesus Christus. Das ist das Beispiel. Als Jesus am Kreuz hängen hat, dann sagt der Vater, verjagt er sich alle, wenn es der Weite nicht was zu tun.
Die Menschen durch die Stunde gar nicht weit und prachen Jesus, vergib uns doch, wie wir so ausschuldigen, wie wir so dummen, wie Hand, die am Tisch dann geholt, da hängst du in den letzten, du weinst. No, da führt nicht einer noch. Da wird dann alle gelegst im Kopf. Und der freute sich, dass Jesus da hang. Und spart er über an. Ja, andere hast gehalten und kriegt vom Tisch drauf und halt die Salz. Und Jesus sagt, mit keine Bitterkeit, keine Wut, kein Dahlsein, kein Geschrei, keine Bösheit, keine Lästerung, Vater, vergib ihnen, wenn es dir weiter nicht was zu tun. Heute hat er vergeben. Wenn es von heute noch nicht vergeben hat, wurde gesagt, Vater, gib mir die Kraft, dass ich das vergeben kann. Heute hat er vergeben. Dann fragte er nach dem Vater, ob der Vater der auch noch vergeben will. Dort ist wirkliche Vergebung. Dort ist wirklich dort zu tun, was einer Sache tut. Amen. Vergebt einer den anderen. So ist sie vergebt worden sind. In Jesus Christus. Das ist der Abgehen, das ist die Arbeit, für lebenslang. Wenn es von der normal oder abmachen kann, sein, dass sich eins einer an die verschuldigt. Das erste, was du zu tun hast, ist die aufreichen. Und dann vergeben. Nicht so? Das ist, was das Fleisch sagt, das ist, was der Weiser jetzt sagt, aber der Herr jetzt sagt, vergebt ihm. Bis vergeben. Und je Eier, das vergeben ist, je Eier, was davon löst. Und die Bibel sagt, wir sollen unseren Nächsten vergeben, Eier, das an unja ist. Und wenn die sagen, unja essen sich einer verschuldigt ist, dann war es beim nächsten Tag, was die sagen, unja ist. Ich sage, no, gleich dann, gleich du, Futz. Je Eier wird vergeben, denn je weniger Feind Gelegenheit, Bitterkeit in uns Leben zu bringen. Jesus gibt uns der Abgehen, dass wir uns einer den anderen vergeben sollen. Und ich will uns alle mitmerken, mir auch, unseren Nächsten zu vergeben, wenn der sich verschuldet hat an uns. Und das ist mit uns ja nicht leicht. Aber Jesus hat niemals gesagt, dass wir leicht sind. Aber er hat uns gesagt, er wird uns die Kraft geben. Er wird uns Kraft geben, dass wir das nicht kennen. Mit unserer eigenen Kraft, mit unserem eigenen Verstand, mit uns eigenen Hort, habe ich das gar nicht tun. Aber mit Gottes Kraft, habe ich das tun. Gott ist in den schwachen Mensch mächtig, sagt uns das. Amen. Ja, noch alle zu beten. Lieber und allmächtiger Gott und Vater im Himmel, ich bin dir vom Herzen dankbar, dass du uns das Fähig gelebt hast, wie wir zu leben haben. Du hast uns das Fähig gelebt, wie wir zu vergeben haben. Du hast uns vergeben, bedingungslos. Du vergibst die Menschen damals, als du am Kreuz hängst. Du bist am Kreuz gestorben für meine Schuld und für meine Sünde. Und auch für seine Schuld und Sünde, was ich an mich verschuldigt habe. Und du bist seitdem dort zu vergeben. Und gibst du mir die Kraft in uns alle, dass wir dem vergeben können, was sich an uns beschuldigt hat. Schenkt, dass wir vergebende Menschen sind, leibende Menschen sind, dass die Menschen der Welt würde sein, dass wir die nicht hängen sind, indem dass wir uns einer den anderen leiben und dass wir uns einer den anderen vergeben und dass wir leben dürfen, so als du das weißt, dass wir würden Licht sein für die verlorenen Menschen. Da ist so viel Düsternis in dieser Welt, so viele verbitterte Menschen in dieser Welt, so viele Menschen ohne Leib, ohne Freiheit. Und ich bitte Jesus, dass du willst schenken, dass wir diese Menschen ein Vorbild sein, dass wir ein Verlangen haben, so zu leben, als wir leben dürfen. Dass du uns verändert hast, dass wir uns, dass sich so verändern Leute von dir. Bleibst du kostet dürfen, Jesus. Und wir vertrauen uns dir an. Ich bitte Jesus, dass du uns alle spüren und leiden und segnen und möchten Kraft geben, nur dienen wollen, zu leben und zu handeln. In dem Namen Jesus Christus. Amen.
Oh, Gott sei Dank für uns Denken haben, wo wichtig das ist für je. Und ich sage schon drei, wie eine Kirche an einem Billboard, das sagt, für je von der und wem eure Talut ist. Und die Bibel sagt uns, wenn wir stunden im Beten und wenn uns dort beifällt, dass wir vielleicht irgendwas über jemand haben, dann sagt er dann für je. Und das ist so, es ist wirklich Zeit, dass wir nicht vergeben, dann schließen wir den Himmel. Und dann war es in der Welt von Bitternis. Und wenn du dich einwählen lässt, das ist nicht ein leichter Ding, der da rüberzunehmen. Aber das ist möglich mit Gott seine Hilfe. Also die Doktor sagen, Bitternis, das ja Krankheit, das ja Ulcer und verschiedenes. So, es ist sehr wichtig, dass wir vergeben tun. So, Gott sei Dank, wir uns denken haben. Peter, Mary, Frau, sie waren eine Special Nummer singen hier. Und nur dem Wort der David uns dann die Sang leden. Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn, hat dir viel Gutes getan. Bedenke in Jesus, vergibt dir gern, du darfst ihm so wie du bist nahen. Barmherzig, geduldig und gnädig ist viel mehr als ein Vater es kann. Warf unsere Sünden ins äußerste Meer, komm, betet den Ewigen an. Du kannst ihn vertrauen in dunkelster Nacht, wenn alles verloren erscheint. Liebt dich auch wenn du in Kummer gemacht, ist näher als je du gemein. Barmherzig, geduldig und gnädig ist viel mehr als ein Vater es kann. Warf unsere Sünden ins äußerste Meer, komm, betet den Ewigen an. Im Danken kommt Neues in Leben hinein, ein Wünschen, das nie du kann. Du wünschst, jeder müsste ein Gotteskind sein, vom Vater zum Erben ernannt. Barmherzig, geduldig und gnädig ist viel mehr als ein Vater es kann. Warf unsere Sünden ins äußerste Meer, komm, betet den Ewigen an. In Jesus gehörst du zur ewigen Welt, zum Glaubensgehorsam befreit. Hat dich in seine Gemeinde gestellt und macht dich zum Dienen bereit. Barmherzig, geduldig und gnädig ist viel mehr als ein Vater es kann. Warf unsere Sünden ins äußerste Meer, komm, betet den Ewigen an.
Weil wir singen mal 244. O Jesu, ich will so im Blut, der jetzt weißer als Schnee. O Jesu, ich bring dir als Opfer und Gab, weil alles, was ich bin oder hab, ach komm mich zu segnen aus himmlischer Höhe und wasch mich im Blut, jetzt weißer als Schnee, weißer als Schnee, ja weißer als Schnee. Oh, wasch mich im Blut, jetzt weißer als Schnee. O Jesu, ich warte voll Sehnsucht auf dich, am allen der Gnade und heilige mich. Du willst nicht, dass eines getäuscht von mir geht. Doch wasch mich im Blut, jetzt weißer als Schnee, weißer als Schnee, ja weißer als Schnee. Oh, wasch mich im Blut, jetzt weißer als Schnee. 552. Schenk uns, Vater, deinen Segen. Schenk uns, Vater, deinen Segen, wenn wir auseinander gehen. Leite uns mit deinen Wegen, bald zum Togen wiedersehen. Singe, Herr, was wird geredet, höre unseres Herzens Flehen. Ist es Herr, dein Gnade willig, schenk uns bald dein Wiedersehen. Herr, du gabst uns deine Speise, Brot vom Himmel, Gottes Wort. Für Kriege schreit den Kraft auf, lass Gehände wirken fort. Segne, Herr, was wir bereden, höre unseres Herzens Flehen. Es ist Herr, dein gnädiger Wille, schenk uns bald dein Wiedersehen. Geist von oben, walte in uns, deinen Tempel lass uns sein und auf deinen Gnadenwege höre uns zum Himmel an. Segne, Herr, was wird geredet, höre unseres Herzens Flehen. Ist es Herr, dein gnädiger
zijn gekomen, die zijn alle ingelaten voor de nächste dag ook te blijven. Toen die verloten waren, die waren nog een gelegenheid geven een apfel te geven, zat een paar uit. En ik ben durensfähig te vergeven haar. Want de jemel is, wat du als ooit wat du zult vergeven, ik bid dat die ons kracht geven, en ik bid dat we worden ervaren, wo vrouw en wo vrije loten we zijn, want we is vergeven hebben, dat we dan vrij zijn, Herr. Dankzij God, ik bid dat die moesten iedereen zijn. Herr, ik dank dir voor het apfel wat we willen opnemen, ik bid dat die dat moest zegenen, en dat het wordt doen, dat die arbeid hier wordt wieder doen op eer, en ik bid ook dat die moest den Jehovah zegenen, Herr. Dit alles bid we in Jezus' naam. Amen. Die zijn dat loop.